Also ich glaube, es liegt schon auch an den Kurden, dass sie nicht ihren eigenen Staat haben oder nicht ihre Gebiete selber verwalten. In Syrien ist das Problem, dass die PKK die kurdischen Gebiete kontrolliert. Die PKK ist, ich habe am Anfang gesagt, führt einen bewaffneten Kampf in der Türkei. Die Türkei wird unmöglich zulassen, solange die PKK in der Türkei einen bewaffneten Kampf führt, dass sie die türkischen Grenze auf der syrischen Seite kontrolliert. Jetzt können Sie mit gutem Recht sagen, das ist eine Terrororganisation, die in unserem Land einen bewaffneten Kampf führt und gegen sie gehen wir vor. Nicht gehabt. In Irak zum Beispiel sind die Türken nie einmarschiert, in irakisch-Kurdistan. Also wenn sie es gemacht haben, haben sie gezielt türkische PKK-Stellungen bombardiert, aber die sind nie gegen kurdische Peschmerga oder kurdische Regionalregierung militärisch vorgegangen, weil es heißt ja sehr oft, auch in der deutschen Presse, es ist ein Kampf gegen den Kurden. Ich glaube nicht, dass es ein Kampf gegen den Kurden ist. Wäre es ein Kampf gegen den Kurden gewesen, wäre die Türkei bereits 92, als wir die Parlamentswahlen in irakisch-Kurdistan hatten, wären die türkischen Militärs einmarschiert oder spätestens als Erdogan an die Macht kam, wäre in irakisch-Kurdistan einmarschiert. Und darüber hinaus hat die Türkei tatsächlich ein großes Flüchtlingsproblem aus Syrien. Und die Türkei verlangt seit mehr als 4 Jahren, dass eine Sicherheitszone gibt in Syrien, eine Flugverbotszone unter anderem auch, wo man die Flüchtlinge aus der Türkei zurückführen will. Bisher haben weder die Amerikaner noch die Russen dem zugestimmt. Es scheint die Amerikaner ihre Position etwas zu ändern in der Hinsicht. Aber das sind die Gründe, wieso die Türkei interveniert und dann eben die PKK, die ihre Grenze kontrolliert, und das können sie nicht unwidersprochen. Es ist nicht so, dass die Kurden nur Opfer gewesen sind und instrumentalisiert worden sind. Die Kurden haben auch davon profitiert. Also die PKK, PYD hat profitiert von dem Krieg in Syrien, von dem Krieg gegen IS. Auf der anderen Seite hätte die PYD und PKK wissen müssen, dass auch die Amerikaner sie in gewisser Weise instrumentalisieren für den Krieg gegen IS und dass früher oder später, wenn IS bekämpft wird, sie wegen PYD, PKK nicht ihr NATO-Partner Türkei fallen lassen werden.